Oh, by the way, Ja, I've got okay. great news. Oh ja, was We gibt's? finally found someone to take some shifts off my hands. Also, ich würde jetzt eigentlich sagen, ja, ich hatte heute auch ein Bewerbungsgespräch, aber es geht hier um die Frau. Hört auf mich, hört auf mich. Das ist wichtig für eure Partnerschaft oder so. Mag zwar sein, dass sie gerade gesagt hat, ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch und du hattest auch eins, aber sag erst der Frau, sie soll erzählen. Du kannst deins immer noch erzählen, weil wenn du jetzt anfängst zu erzählen, dann wird sie ihre Worte nicht los. Und wenn sie ihre Worte nicht los wird, dann wird das übel. Fragt mich, wenn ich meine Worte nicht los wäre, dann wird das übel. Also, ich bin halt die Frau in der Beziehung, mehr oder weniger. Meine Freundin ist die so, ne, ja komm, laber mich halt zu. Also, weißt du, wer es ist? Do you know who it is? I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Dienstag, 24. Dezember. Morgens. Morgen. Und zwar heute. Brauchen Post gar viele Leute. So. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Lake. Die Sache ist die. Wir haben sehr viel Post auszuliefern. Muss ich eigentlich noch die Pakete abholen? Oder sind die schon schön eingeladen? Das wäre natürlich irre gut. Rede mit Frank. Hey Frank, bleib mal Hey, hier. Thomas, do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. Magst du uns helfen, es zu verputzen? Stehen denn irgendwelche guten Basketballspieler auf dem Plan? Magst du uns helfen, Weihnachten zu verputzen? Ich denke mal, es geht ums Weihnachtsessen. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than Sehr we can gut. handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. das- The Knicks are also- playing the Celtics. I think the okay. Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Moment. Das sind Basketballspiele in Amerika am 25. Dezember, also an da, wo die Amis Geschenke kriegen und sowas. Die kriegen das ja am 25. Dezember sowas. Das ist schon ein bisschen krass, hey. Die Knicks haben keine Chance, die Celtics zu stoppen. Würde ich auch nicht. Schnappt ihr euch nix. Ich würde dir keine Tipps geben, worauf du wetten sollst. Rank hat ein kleines Problemchen mit Glücksspielen. Also mit Sportwetten, sagen wir es mal so. I'm not gonna give you betting advice, Frank. Also, I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Have a good one, Thomas. so, ich spoiler hier das Hauptspiel bis zum Gehtnimmer, also ihr Leute, ne? Ich sag nochmal, bevor ihr nicht noch weiter gespoilert werden wollt, ich kann euch nur raten, guckt das Hauptspiel an, im besten Fall natürlich von mir. Da hätte ich auch noch schön pelzig. Feine Sache, sag ich euch. Da hätte ich die ganze Zeit pelzig, das ist cool. Das Problem ist, dass mich dann halt irgendwie keiner versteht. Macht aber nix. Deshalb seid ihr jetzt ja hier bei mir. So, einsteigen bitte. Und deshalb rede ich ja Hochdeutsch, dass ihr mich auch versteht. Morning, P.O. It's time for a different take on the snowball. P.O. positive or Pass pet auf, peeve? alles klar. Zuallererst mal, komm, also es mag ja sein, dass wir hier in Amerika sind, aber also auf die andere Straßenseite packe ich es gerade noch, wenn mich die Autos in Ruhe lassen. So. Hurtig, da kommt wer. Da unten. Ja, hätte man auch fahren können, aber ey, weißt du, man muss es ja jetzt nicht übertreiben. Das ist ja eine Walking-Sim, keine Driving-Sim. Würde ich nämlich nicht spielen. So, oh, das ist die alte Labertante, gell? Ja. Oh, hallo? Kann ich dich anlabern? Nee, dann lasse ich dich in Ruhe. Hier, Nancy, Paketchen. Greetings, Nancy. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. Weihnachtspudding. Ja, komm, wir machen ein bisschen Smalltalk, aber ich werde es bereuen. Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Ja, aber ist das denn nicht das Schönste an Weihnachten? Also du hast einen Your Kochplan? cooking schedule? A set meal for every day of the week.
Ja, komm. Can Das I ask interessiert what mich your jetzt aber wirklich. cooking Wie sieht denn schedule der looks Kochplan like? aus? Sure. Monday's mac and cheese, chili on Tuesday, meatloaf Wednesday, cheeseburger Thursday, fish Fridays, Saturday steak and mash, and it's corn on the cob Okay, Sundays. die hat wirklich einen Plan. Wie lange kochst du schon nach diesem Essensplan? Moment, Also eigentlich finde ich das ja gut, ne? Du hast einen Essensplan, du weißt genau, was du kochen sollst. Das größte Problem beim Kochen ist ja immer, du weißt gar nicht, was du kochen sollst. Ja, das hatten wir erst so, weißt du, das hatten wir vor einer Woche oder so irgendwie. Aber so irgendwie, so 7 Gerichte, bam, fertig. Also, I see. And you've had this schedule for a while now? A little over 20 years. meine Güte, 20 Jahre lang, immer Chili jeden Dienstag. Da ist der Mittwoch 20 years lustig. of chili on Tuesday. They're a healthy addition to any diet. Ja. And tasty. Also ich mag Chili, I'll be on ne? my way now. Also es hat sich irgendwie eingebürgert, dass ich koche Chili, oder wir kochen Chili, also eigentlich koche ich, aber wir essen's. Mr. X. Wir kochen Chili immer an Silvester. Da können wir es dann nämlich auch ohne Feuerzeug ran lassen. Nee, ernsthaft jetzt. Also so, Chili ist typisches Silvesteressen bei uns, so wie also in der letzten Folge, Salzbraten ein typisches Weihnachtsessen bei uns ist. Weil, ja, wohl Salzbraten geht deutlich schneller. So. Also, wir steigen da jetzt ein. Hättest jetzt auch noch ein bisschen warten können, gell? Wir gucken uns mal die Karte an. Das ist nicht die Karte, das ist die Karte. Also, wie machen wir denn heute unsere Route? Ich würde sagen, wir... Das ist keine schöne Route. Also ich muss ja später nochmal ganz hier zurück, ne? Das heißt, den da könnte ich mir zum Schluss aufheben. Ich werde jetzt nach links fahren, dann nach rechts, diese 2 machen, dann da oben, den da, dann da runterfahren und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn. Schwuppdiwupp, was ist denn das? Wälder, Wahnsinn. Gegen den Uhrzeigersinn einfach hier rum. Ja. Oh, den kenne ich. Guck mal hier, ich bin jetzt schon müde. Der Tag hat noch nicht angefangen. Ist ja Wahnsinn. Also hier, so, aber erst muss ich was machen. Moment. Sorry, ich muss den Fernseher ausschalten. Jetzt geh doch weg da. So, also was haben wir gesagt? Gucken, dass hier nichts passiert. Alles klar. Wir sind soweit. Da, bleib auf deiner Straßenseite, Junge. Jetzt ernsthaft hier. So, ich habe hier kein Stoppschild, das heißt, ich kann hier durchbrettern. Nee, kann ich nicht. Sorry, der Postmann war leider falsch. Ich muss ja da hinten hin. Das ist eine Sackgasse, aber ich muss da ja halt trotzdem hin. Briefe brauchen die ja trotzdem. So, komm her, ich park. Feels like I'm going round in circles sometimes. Ja, du bist ein ganz Armer. So, das dürfte hier eventuell der erste sein. Ja, Post ausliefern. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Genau. Und jetzt auf der anderen Seite, das dürfte dann der sein. Oh, meine Nase juckt. Haben wir locker hingekriegt, Profi wie ich bin. So. There we go. Bitte sehr. So, die hätten wir. Aber wie wirklich jedes Haus zumindest ein bisschen geschmückt ist. Also ich kann euch sagen, mein Haus ist nicht geschmückt. Ich bin... Oder wir. Ist ja nicht so, dass nur ich das bin. Ich sage jetzt nicht Weihnachtsmuffel oder grinchig oder so. Wir sind halt nicht nur innen drin introvertiert, sondern auch nach außen. Es ist halt einfach... Es ist halt einfach so, wie wollte ich. Ich glaube hier... Weiter hier, oder? Ich weiß gar nicht. Moment, ich muss mal mitten auf der Straße parken. Ja, genau. Nein, ist richtig. Nicht... Wie gehe ich hier raus? So. Ja, also ja, ein Baum wird gekauft und geschmückt. Das wird gemacht.
Aber wir tun jetzt nicht irgendwie das Haus tapezieren mit Leuchtgedödel und sowas. Hat aber auch einen ganz einfachen Grund und der ist auch sehr, den versteht jeder. Wir sind zu faul. Ich bin so faul, Pine Street heißt das übrigens. Ich bin so faul, wie heißt es? Ja, um das Zeug dran zu machen. Junge, ich bin wirklich müde. Und ich bin auch faul, um das Zeug wieder abzumachen und deshalb lasse ich es halt einfach. Das ist doch kein Problem. So, Ding Dong. Nicht da, schätze ich. Oh, good day, Doch, Kay. guten Tag. Ach, die kenne ich, die kenne ich. Hallo. Got a parcel for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. Und fragt mal, erstmal komm. How are Und you holding up wie today? geht's, wie steht's? Oh, can't complain. Everything is pretty much set. My toes are practically frozen together, but I have to say, I do love winter. Homemade milk and cookies, candy, a whole village of snowmen and women in the yard. Kids Schöne give you Ohrringe. the perfect excuse to go all out with that stuff. Ach ja. Ah, yes. I remember those days. Back when you and Santa were growing up, you mean? Hey, careful now. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Abendessen mit der Familie und mit Mildred. Naja, die Well, Tochter schafft's halt leider sadly, nicht hierher. Meredith can't make it this year. Right. Oh. Ihr Leute, ich muss hier ganz kurz Pause drücken, weil da drüben nämlich eine Katze ist, die Hunger hat und plärt. Also, ihr kriegt das gar nicht mit, dass ich jetzt Pause drücke. Achso. Ich bin mir sicher, sie schafft's mal irgendwann hierher zu kommen. Naja, wir werden es uns trotzdem schön machen. Wir brauchen jetzt die Tochter nicht, ne? We'll still So. have fun, though. Ja. I'm sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Aber Will sowas von. do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Ja. So, das ist eine alte Schulfreundin meiner Tochter gewesen, daher kenne ich sie. Also es war die beste Schulfreundin meiner Tochter. Also nicht meiner Tochter, ich habe keine Tochter, aber hier im Spiel, von einem guten Mann hier im Spiel. So, weiter geht's. Da vorne gibt's nur einen Brief, da müssen wir eh hin, da fahren wir dann natürlich. Is that much Christmas? So, gucke. Sind wir schon hier? Ne, ich glaube erst der da. So, bremsen, aussteigen. So, guten Tag. Endlich mal normale Leute hier. So. Fancy handwriting on this one. Ja, gell? War ich? Nein, war ich natürlich nicht. Ist das die Rückseite vom Haus? So. Er hat zumindest einen Ring. So einen Tannenring an der Tür. Ja. Also grundsätzlich erkennt er an, dass Weihnachten ist. So wie ich das auch mit der Freundin anerkenne. So, wie fahren wir dann jetzt? Ich gucke nochmal auf die Karte. Hä? Verkleinern? Ah. So. Lieferung ausblenden. So, jetzt halt nochmal. Also, wir sind da. Wir fahren jetzt halt nach links und dann die zweite rechts und dann geradeaus und immer im Kreise rum. Aber eigentlich ist das voll dumm. Weil ich muss ja jetzt gar nicht da riesig außen rumfahren. Ja, wir fahren nach links, die zweite rechts, dann geradeaus, dann wieder links. So, ist mein Plan. Links haben wir gesagt. Ich hab nicht geguckt. Hat keiner gesehen. Kam ja auch kein Auto. Hat auch keiner gesehen, dass ich auf der falschen Straßenseite fahre. So. Ich habe ja in der letzten Folge für mich beschlossen, wenn da kein Stoppschild ist, dann werde ich nicht stoppen müssen. Oh, Astronom, die Kurve gezirkelt hier. Also ich kenne mich mit dem amerikanischen Straßenverkehrsregelgedönse da nicht aus. Darf man im Scheitelpunkt der Kurve parken? Bestimmt.
Wir sind in Amerika. Land of the Free. Da darfst du alles. Solange es deinen Nachbarn auf den Sack geht, darfst du alles. So. Zugestellt. Weiter geht's. Und ja, Straßendinger. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich habe immer Vorfahrt, solange ich kein Stoppschild habe. Also nichts mit rechts vor links oder so, sondern einfach, ich habe Vorfahrt, solange ich kein Stoppschild habe. Das ist eine gute Einstellung, finde ich. Eine gute, gesunde Einstellung. Another satisfied customer. Außer wenn das seine Rechnung war. Mann, das ist so sein Lieblingsspruch, habe ich so das Gefühl. Oh, schönes Auto. Was ist denn das? Ist das ein Opel Kadett? Opel Admiral? Ein Opel Ascona? So, jetzt gehen mir die Opels aus so langsam. Manta? Wie heißen diese kleinen? Meine Freundin fährt so ein. Wie heißen diese kleinen Opels da? Corsa! Mann. Ein Astra kenne ich auch noch. Hatte ich mal einen. In Weinrot. Erstes Auto. Super Auto. Geiles Teil. Irgendwie hatte unglaubliche 60 PS oder so. Ging ab wie ein neuer Hammer. Ich sag's euch. Wahnsinn, das Teil. So, ich muss da jetzt ein bisschen langsam machen, weil ich nämlich da rein muss. Zu diesem Bootsgedönse dürfte das sein, oder? Das ist der Angelfuzzi, den mag ich. Bert's out of town for the holidays, but he did ask me to keep an eye on his place. Ah, okay. Seems to be in order. Ja, ich bring trotzdem mal die Post hin. Der hat auch im ersten Spiel, also im Hauptspiel, glaube ich, ist er so eine Art Tierarzt oder so. Kann das sein? Irgendwas war das. So, wo bringe ich denn hier die Post hin? Unten? Oben? Da sehe ich einen Briefkasten. Kann das sein? So. Ja, da ist er. So. Zugestellt. Was? Doch nicht. Jetzt hör doch auf, die Brille aufzuziehen. Echt? Jetzt musstest du jetzt wirklich gucken, ob das die richtige... Ja, naja, okay. Wenigstens geht er hier auf Nummer sicher. Alles klar. Und... Ich weiß nicht, soll ich die Soundeffekte ein bisschen höher stellen? Also gerade die Umgebungssoundeffekte, damit man das Schneegedönse besser hört. Wäre eine gute Idee. Die Musik kann man ein bisschen leiser stellen. Wir werden sehen. So, jetzt pass auf. Hier habe ich ein Stoppschild. Hier hätte ich sowieso, also nach deutschem Recht, hätte ich hier sowieso gehalten, weil ich hier aus einer Grundstückausfahrt komme. Da hätte ich eh langsam gemacht. Aber okay. So, mal gucken. Hupencheck. Hupe funktioniert. Moment, ich muss ein bisschen die Aussicht genießen. Ist der See zugefroren? Ja, so ein bisschen, der ist angefroren. Also ich würde nicht drauf gehen, nur weil da mal irgendwo ein bisschen Eis drauf liegt. Aber grundsätzlich ist das schon in Ordnung. So, ich glaube, heute gibt es eine kurze Route. Ich meine, es ist der 24. Bin ich ja froh drum. Wobei, ist das dann für die Amis ein ganz normaler? Also so, oh, hier muss ich an die Farm. Ist das für die Ami dann ein ganz normaler Arbeitstag? Ich meine, es ist in Deutschland auch ein normaler Arbeitstag. Aber die meisten gehen halt hin und sagen, wenn du halt morgens anfängst, hier, machen wir es einfach so, dass es als halber Arbeitstag oder sowas, dass du mittags nach Hause gehst, damit du abends zu Hause oder an Katzen bist. Falls du welche hast. Falls du keine hast, dann, aber keine Ahnung, bei Kind und Familie oder so. Ach, Paket. Der Wasserturm da ist neu, oder? Den habe ich noch nicht gesehen. So, Paket. Wir sind bei der Reynolds Farm. Straße weiß ich nicht. Aber das hier wird es sein. Okay, let's get this to its destination. Ach, der da ist auch neu, oder? So, Klohaus, die Tür ist offen. Oh, da wird's aber kalt. Ich schätze mal, ich hätte jetzt als guter Postmann erstmal geguckt, ob da jemand draußen rumsteht oder so. Das ist wahrscheinlich in der Garage. Visit from the Poker King. I humbly thank you for the honor. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Sir. Und dieses Paket
ist für euch. Pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, package Ja, from sowas Frank, von. huh? Frank? Frank bin doch ich. Nee, warte mal. Ah, nee. Nee. Frank ist mein Kollege hier. Was ist denn da drin? Ich will gar nicht Don't wissen, was da wanna know drin what's ist. in Vor allen Dingen, es geht mich auch A nichts an. nice Brustgeheimnissen attempt so. at reverse psychology, but I'm not gonna tell you. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. Oha. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's super system. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. Naja. Was machst du morgen Abend, And Jack? what are you doing tomorrow night? I'm gonna visit my brother and his Ah, family in okay. Idaho. Willst du da jetzt so langsam mal later, Thomas, losfahren? and take care on those icy roads. Jo, no problem. Okay, also ich frage ein paar Leute, die ich grundsätzlich leiden kann, also soweit ich sie noch mich erinnere aus dem ersten Spiel, frage ich halt so, was sie so machen und ansonsten lade ich sie einfach ein. Hier, kommt zu uns futtern. Futtern wie bei Muttern, außer dass die Mutter meine Frau ist. Also nicht, dass ich meine Mutter geheiratet habe. Ach, vergiss es einfach. Ihr wisst, was ich meine. So. Der ist ein Farmer, wie man sieht. Und er hat auch noch so eine kleine Radiostation, den er da hört. Oder die Musik, die er da hört im Autoradio. Das ist sein Radiosender. Und da tut er dann auch hier den wie heißt das, DJ machen, den Disc-Jockey, den Moderatormann, keine Ahnung, wie man es nennt. So, ich sehe hier noch ein Paket. Ist das auch wirklich auf... Ja, das ist das letzte hier. Alles klar, geh mal weg da. So. Hier ist soweit in Ordnung. Ich glaube, heute gibt es ein bisschen kürzer Arbeitstag. Ja, da freue ich mich doch. So. Meint ihr vielleicht, ob meine Tochter, wenn sie schon an Weihnachten keine Zeit hat, ob die dann an Silvester kommt? So, Vorsicht. Kein Auto, kann man schon Kurve schneiden. So. Weil die hat ja irgendwie gesagt, ja, sie will es über Weihnachten fertig kriegen. Die hat ja, die ist ja Programmiererin, hat irgendein Programm, wo kurz vor der Fertigstellung ist, vom Rollout. Also normalerweise kommt die Fertigstellung vom Rollout. Obwohl, das will ich jetzt so auch nicht mehr sagen. Naja. Okay, ihr wisst. Na, das ist ein gutes Stoppschild. Wenn man da dran fährt, stoppt man sofort. Ja, vielleicht schafft es ja bis Neujahr oder so. Dann kann sie zu Silvester oder Neujahr bei uns vorbeigucken. Können wir guten Tag sagen hier. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, da wo dieses schöne Auto steht. So, letztes Paket für heute. Ist ja auch bestimmt schon spät. Habe ich eigentlich eine Uhr oder sowas? So, ja, das nehmen bitte. Part and parcel. Well, rotes Päckchen, gesundes Mädchen. Weiß nicht. Okay, also ja, das passt gar nicht in den Briefkasten. Wir sind hier nicht bei Hermes oder bei irgendeinem anderen Briefzusteller, die Pakete versuchen zusammengekrumpelt in den Briefkasten zu stecken. Ich will jetzt hier nicht irgendwie, ihr wisst schon. So, Ding Dong. Keiner da. They must be out of town for the holidays. Ja, dann direkt vor die Tür Alright. geschmissen. Direkt vor die Break, Tür. here I come. Ach, die Amis, die sind schon ein gutes Völkchen. Ich meine, es war irgendwie 86, glaube ich, spielt das Spiel, aber ich hätte es halt... Obwohl, so schlecht liegt es eigentlich gar nicht, jetzt mal ganz im Ernst. Ich hätte es eventuell genau da einen Zaun gelegt, vorne. Ja, aber da sieht man es noch eher. Vielleicht ist das sogar wirklich gut hingelegt. Warte mal, ich gehe mal kurz an mein Auto und dann gucke ich von der anderen Seite. Nee, du hast da eigentlich keinen Einblick da unten. Das liegt eigentlich in Ordnung. So, das war's für heute. So, dann müssen wir jetzt zurück zur Post. Also, auf geht's. Hinne weg, vorne weg, und neben mir steht der Muss. Upsala, da ist ein Auto, wie jeder sieht. Weiter geht's, da links, wenn die gute Frau sich etwas bewegen würde, oder der gute Mann. Danke. So. Schön wieder auf meinen Parkplatz. Blub. Alles klar, Feierabend. Look what the cat dragged in. Hope you had a good day out there. Ja, aber Before you sowas go von. home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck.
Okay. Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Also zuallererst mal schön, dass endlich mal jemand auftaucht. Willst du mir, also ich bin freundlich, ne? Also jetzt, wir gehen da gar nicht drauf ein. Ich bin erstmal Could freundlich. you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. Dir ist aber schon klar, dass wir hier gar keine Computer haben, But oder? I assume you are aware that we don't have computers here. Yes, and that's where I come in. Der will uns was I can overhaul aufschwatzen? this old-fashioned operation and have it running twice as efficiently with the help of computers. Es gibt noch keine Computer, die die Post an die Haustür liefern, But oder? I guess there aren't any computers yet that deliver mail to someone's front door. Oh, it's only the beginning. In the future, people won't write letters anymore. Was? And parcels will be delivered by Was? battery-powered mini So ein helicopters. Quatsch. Right. Wann soll denn das sein? Okay. But 2000 let's oder focus was? a bit more on the here and now. Also, arbeitest du gern mit Kunden? Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Uff. Ja. Die Frage war aber, ob du gern mit Kunden arbeitest und nicht, ob du nicht Well, that may be, but my question was if you ja, enjoy also working er hat so with generell customers. gesagt, ich fragte ihn. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. Ja, ich hätte da noch eine I'd like to Frage. ask one more question, actually. Suchst du wirklich einen Job oder bist du einfach nur jemand, Zeit zu verplempern? Könntest du aufstehen, so schnell wie möglich von hier verschwinden? Was für eine Gehaltsvorstellung hast du denn so? Wann kannst du anfangen? Nein? Ja? What salary are you looking for? I know I can't ask for a salary in the computer expert range, but I would expect a salary that reflects a senior position. Ich glaube nicht, Tim. I don't think this will work out. Good luck finding something else. Do you even know what you're doing right now? Ja. I'm sorry, Matt. I just don't think this will work out. And I just don't think you know what you're talking about. But, oh well, bye. Junge, du lispelst. So, ja, das war ja nix. Vice Residence. Dienstagabend. Telefon klingelt. Ring, ring. Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. Mit ihr kann man tollen Abend verbringen. Außerdem bedeutet das ein bisschen weniger Mildred. Yep. It also means a little less Mildred. Oh, Thomas Weiss. No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she needed for you last year. Ich dachte, die kommt nicht. Oder wie, oder was? Ich liebe Weihnachtspullis, keine Angst. Ernsthaft jetzt? Are you serious right now? Dead serious. I will not be the only one looking stupid. Oh, by the way, Ja, I've got okay. great news. Oh ja, was We gibt's? finally found someone to take some shifts off my hands. Lass mich That's raten. fantastic. Er hat No rote, more gekräuselte 60-hour Haare, einen work Schnauzbart weeks. und denkt, er ist ein super Programmierer. Also, ich würde jetzt eigentlich sagen, ja, ich hatte heute auch ein Bewerbungsgespräch, aber es geht hier um die Frau. Hört auf mich, hört auf mich. Das ist wichtig für eure Partnerschaft oder so. Mag zwar sein, dass sie gerade gesagt hat, ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch und du hattest auch eins, aber sag erst der Frau, sie soll erzählen. Du kannst deins immer noch erzählen, weil wenn du jetzt anfängst zu erzählen, dann wird sie ihre Worte nicht los. Und wenn sie ihre Worte nicht los wird, dann wird das übel. Fragt mich, wenn ich meine Worte nicht los werde, dann wird das übel.
Also, ich bin halt die Frau in der Beziehung, mehr oder weniger. Meine Freundin ist die so, ne, ja komm, laber mich halt zu. Also, weißt du, wer es ist? Do you know who it is? I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Mhm. Trägt er eine Brille? Did he wear glasses? Yes, he did. Hat er lockiges Haar? Did he have Was spielen wir curly hier? hair? Wer bin ich? Yeah. Are we playing Guess Who? Sehr His schön. name is Matt Kearney. Ach, He's mach going to Sachen. completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Ja, genau. Really? Did you like him? Nope. Er schien mir perfekt und er wird sich toll machen. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Er hat mich zur Weißglut gebracht. Der Busch ist eine echte Plage. Ich meine, ich rede hier mit meiner Frau. Zu einem Arbeitskollegen oder zu... Nicht um einen Arbeitskollegen, jemanden, den ich kenne oder so, ne? Ich arbeite in einem anderen Job. Und irgendwie würde ich sagen, wenn ich mich gut mit ihm verstehen würde, würde ich sagen, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Weil wenn ich nämlich hingehe und sage, die Wahrheit, er hat mich zur Weißglut gebracht, der Bursche ist eine Plage, dann ist der andere Typ ja voreingenommen. Aber vielleicht habe ja nur ich den blöden Eindruck gehabt, dass der Typ mir auf den Sack gegangen ist. Deshalb würde ich sagen, wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte nicht so einen guten Eindruck von ihm. Ich würde halt nicht sagen, das ist ein Depp. Sondern nicht so einen guten Eindruck. Ich würde aber garantiert nicht sagen, oh, der wird sich toll machen, wenn, ne, also ehrlich muss man schon sein. Also, ich rede hier aber mit meiner Frau. Und um ehrlich zu sein, nicht zur Weißglut hat er mich jetzt nicht gebracht, aber, Alter, das kannst du nicht abdingsbumsen, abruppe. Das kann schon nicht abruppe beim Bewerbungsgespräch. He made my blood boil. That kid's a piece of work. Piece of work. Oh, But it ja. doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. Ich dachte schon, der Kelch sei an mir vorbeigegangen. There I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Tschö. Yep. Der Typ wird nur rumsitzen auf Arbeit und Videospiele zocken. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, dann wir öffnen mal erstmal den Terminkalender. Was haben wir denn Feines? Wenn wir das abholen, ja, das war nicht nötig, weil sie hat ja abgesagt quasi. Also haben wir hier am 25., 26. nix, am Freitag auch nix, am 28. am Samstag Abendessen mit Emily. Ach so, da gehen sie aus oder wie? Und dann Pokerabend, das ist schön eigentlich. Zu Hause bleiben und Fernsehen. Sollen wir noch ein Buch lesen? Ich lese noch ein Buch. Ich habe gestern schon ein Buch gelesen. Ja, das war aber ein gutes Buch. Lesen wir gerade noch eins, so. The yo-yo started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States ist immer as a noch eine toy Waffe, zumindest in in Guilty 1929. Gears. It weighed 4 pounds and had a 20-foot cord. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other Und er hatte nur einen competitors, Arm. even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Okay, alles klar. Schön. Ach, ich will dieses Buch haben. Mittwoch, 25. Dezember, morgens. Das ist übrigens... Geht's aber mal schon rund, ne? Weiss residents, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Hey there, Hallöchen, Mädchen. Könntest du kurz in der Leitung bleiben? So ungefähr 24 Stunden. Naja, es sind nur noch 23,5, weil an dieser Stelle machen wir morgen weiter. Okay? Alles klar, Mädels. Bis morgen. Ciao, Postmann Gruß.